Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Plasteringenieur. Guckt, da haben wir meine stark modifizierte und individualisierte Streif. Schokoladeseite nach oben. Und ja, meine doch auch ordentlich individualisierte Swordfish. Mein Dachner ist jetzt ein bisschen mehr Standard. Und das ist neu dazugekommen, das habe ich für mich. Mit dem Ding trifft man tatsächlich dann auch was auf ein paar Meter Entfernung. Ohne das flattert das halt überall noch. Das testen wir heute auch. Weil dann machen wir da das schön. Ja, und für alle, die jetzt wartet, die jetzt auf das nächste Video wartet, wie es mit meinem eigenen Blaster weitergeht. 3D-Drucker ist schwer beschäftigt. Hab da Hanna schon Modelle ausgedruckt und alles. Da bin ich fleißig dabei und Modelle fürs Design und Zeugs und okay. Das wird dann das nächste Video. Da ist der 3D-Drucker schwer beschäftigt. Das ist das mit 300%. Der Originalblaster ist auf 1000%. Einfach. Und für alle, die da noch nichts von meinem eigenen Blaster gehört habt, weil ihr neu dazugekommen seid, erstmal herzlich willkommen und lasst ein Abo da, das lohnt sich. Dann seht ihr, wie es mit meinem eigenen Blaster weitergeht. Weil der sieht jetzt noch ein bisschen. Das ist nur die unverkleidete Version. Die verkleidete Version gibt es dann im nächsten Video. Hoffentlich, wenn er der 3D-Drucker bis dahin alles fertig gemacht hat. Wenn nicht, machen wir wieder zwischendrin was anderes. Also das ist da eine alte Version mit. Das ist mit 200% und da habe ich das da in 3 Scheiben geschnitten. Das habe ich dann bei späteren Versionen, so sieht das aus ohne Magazin, haben wir das einfacher gemacht noch. Ein Block. Das ist jetzt alles. Das könnte man schon noch besser machen mit 0,2er Düse. Das habe ich alles mit 0,4 ausgedruckt. Aber das tut jetzt keine Not. Da geht es bloß so drum, dass man grob sehen kann, wie das aussieht nachher dann. Dass man so grobe Anhaltspunkt hat. Und wenn man das irgendwann mal Masseproduktion oder so, dann kann ich das sowieso nicht selber machen. Dafür taugt mein Drucker, glaub nicht. Und das sind die Originalfarbe, die mein derzeitiger Prototyp hat. Deswegen habe ich das so. Ja, das hätte ich alles in schwarz ausdrucken sollen. Egal. Heute soll es darum gehen, die zwei Blasters zu vergleichen. Das ist ja die Streif, die ist ja auch stark modifiziert. Und die hat dasselbe Schwungrädlerskäfig drin. Nur das da hat so der Kratzer und das sind also so Schwungrädlerskäfig vom Worker, glaube mit 42 mm oder irgendwas. Also der kleinste, also, wo das dann am engsten beieinander ist. Mit so Worker-Schwungrädler. Und die hat jetzt, die Swordfish hat jetzt, die ist ein bisschen schwer zu hantieren. Die hat von Out of Darts die Valkyrie-Motoren oder Valkyrie, wie es auf Englisch heißt. Die hatte die da drin. Ja, geschafft ohne Krach zu machen. Sanft. Und da ist ein Relais drin. Und die da hat jetzt, das ist die nicht so schöne Seite, also zumindest für meinen Geschmack, die hat die Merlin-Motoren und ein Lipo drin und 3S. Das da hat noch IMRs drin. Da seht ihr, Spannungsanzeige, das ist jetzt gut 11,1 Volt. Und da müsste auch noch relativ frisch sein. Und ich jetzt sagen, fürs Erste, wir vergleichen mal das und mit und ohne. Und mal Krachvergleich. Und jetzt zum Vergleich. Hab leider noch kein Messmittel dafür, aber die Streife ist schon saumäßig laut. Also die ist schon grenzwertig laut und scheppert halt auch. Ich mein, ja klar, das ganze Gehäuse ist jetzt nicht dafür ausgelegt einfach. Also das kann ich schon verstehen, dass da der Hersteller sich nicht die Mühe macht. Das für so Spinnerei mehr mit Lipo und allem auszulegen. Aber ich war sehr überrascht von der Leistung von dem da. Ne? Weil die Metalle sind eine ganze Ecke. Das hat halt nicht mit. Da habe ich so Rändel schraubt, das hat man halt nicht mit der Ecke auf dem Tisch rum. Und deswegen, wir machen jetzt auch nochmal mit dem Ding Ausgangsmessung. Guckt, weil das durfte ja an der Leistung ein bisschen was reduzieren oder an der Geschwindigkeit. Leistung ist ja, ich sage immer Leistung, aber das ist eigentlich Geschwindigkeit. Okay, das war jetzt ziemlich zügig. Was haben wir?
Das ist jetzt 210 Rounds per Minute. Also 210 Schuss pro Minute. Dafür ist das glaube ich, eher interessant. Und wir haben wieder Pfeile zerlegt, sehe ich gerade. Hab dahinter das Aufstellding damit das nicht wegfliegt. Sollen wir mit der Streif auch mal einfach mal schauen, wie viel Schuss man pro Minute hinkriegt. Dann notieren wir das mal. Zettel. Weil das durfte sich ja nicht ändern durch das Ding. Das sind 210. Das durfte sich nicht ändern. Wie viele Schuss haben wir gehabt? Hey. Das schauen wir zuerst mal. Und dann schauen wir, was wir maximal Leistung hinkriegt. So. Hey. Irgendwann lerne ich das mit der Bedienung auch. So, oder? Okay, was ist da jetzt passiert? Ui. Okay. Hui. Ich würde sagen, ich lade da auch mal gescheite Pfeile rein. Also irgendwelche, die ein bisschen neuer sind. Und dann schwätzen wir weiter. Oder das jetzt. Ja. Das war jetzt. Ja. Dann soll ich sagen, bis gleich. So, Hodele, Magazin ist jetzt voll. Ich habe jetzt auch so schwarze Pfeile. Also, ja, da habe ich in der Streife, seht, die ist ein bisschen aggressiv, da habe ich die schlechteste Pfeile drin. Die billigste halt vor allem. Jetzt schauen wir mal, was wir da hinkriegen. Stimmt denn das? Oder hat er jetzt irgendwas Falsches zählt? 594. Gut, das kann fast nicht sein. Da zählt ja irgendein Dreck, der noch mitflog ist. Das war jetzt auch nicht arg viel schneller. Notieren wir 594, aber ich glaube, das passt nicht. Da müsste ich mal gucken, ob man das vielleicht ein Bild oder ob ich das vielleicht über die Videoaufnahme mitzählen kann. Weil was haben wir jetzt noch? Ich habe 12 Pfeile eingeladen. Das waren alle 12. Okay. Dann kann es sein, dass ich das über das Video rauskriege. Und dann werde ich sagen, und ich streife mal Zeit im Resetter, massive Überforderung. So, das Resetter. Und dann schauen wir, was diese prinzipiell können. Zurück. So. Dann machen wir 3 Schuss. So. Da haben wir jetzt im Mittel 35,4, 35,7. Ich notiere es mal nachher kurz, mache ich kurz Pause. Haben wir Mittel 35,7. Dann haben wir 32,9 Meter pro Sekunde, klar. 32,9 im Minimum und 38,1 im Maximum. Das ist jetzt mit dem Lauf. Das können wir. Packe ich mal auf die Seite, dann notieren wir das gleich. Da können wir das einfach so rausmachen. Das ist der Hanner. Wenn ich den Lauf der Hanner, also ich glaube, den lasse ich drin, auch wenn der ein bisschen Leistung reduziert, dann mache ich da 3D-Druck-Style, das der Hanner. Also weil die Front der Hanner, das ist ja schon 3D-druckt. Die muss ich dann einfach um das, was das Kunststoffteil, das Reelle da ein bisschen größer macht, muss ich das einfach enger machen. Und dann muss ich da Hanner sowieso noch anders Teil machen, dass das Ganze einfach ein bisschen verkleidet. Aber ich glaube, das lasse ich, da mache ich toll dafür. Wenn ich dann schon dabei bin, oder seitlich auch noch Verkleidung, dass da ein bisschen abgeschlossener wirkt. Also bei der Hanna den halben Worker-Schriftzug nicht mehr lesen kann, das gefällt mir nicht. Das ist so halbe. Außer beim Bier mag ich keine halbe Sache. So, dann haben wir jetzt das. Dann notiere ich mir das kurz. Und dann messen wir das jetzt so. Dann bis gleich. So, das Messmittel ist resettet. Notizen sind gemacht.
So. Ah, Scheißele. Das seht ihr, der Krust, der damit rausfliegt, das erfasst das Messgerät. Das heißt, die schöne Messung ist hinüber. Ganz im Resetter ohne Kamera. Katz. Ne, das ist jetzt ganz gut. Dann sehen wir, woran es liegt. Okay, wir haben noch mehr wie 3 Pfeile. Das ist scheiße, wenn man das Ding da das misst. Das mag ich nicht. Sonst muss ich nachher dann kurz einen Mittelwert und Minimalwert. Also, sonst müssen wir halt alle Ausreißer einfach. Alles, was irgendwie nicht zum. Okay. Jetzt haben wir 35,8 im Mittelwert, 33,9 im Minimal und 37,5 im Maximal. Jetzt habe ich aber recht schnell geschossen. Machen wir mal nochmal 3 Meter höher. Dann haben wir jetzt 38,8. ,39,6, so noch ein Pfeil. Ui. Dann der die sage, ich bilde mal einen Mittelwert über die letzten 3. Weil jetzt hätten wir 38,4 im Mittel. Ist eine Ecke besser wie die Variante ohne das, oder mit dem Röhrle. Das, was auch zu erwarten war. Aber ich bilde über die letzten 3 mal noch einen Mittelwert. Und mein Minimal können wir ablesen. Das ist 38,8 und 44,8 ist der Maximal. Wenn man da die letzten 3 Werte betrachtet. Und Mittel wird so bei 40 rumliegen. Aber den berechne ich mal. Dann berechne ich und dann schätzen wir weiter. So, Oderle, hab berechnet. Da haben wir Durchschnitt äußer 40,06666, also äußer 40,067 Meter durch Sekunde. Und minimal ist er 38,8 und maximal 44,8. Dann hätte ich jetzt was gedacht, hätte ich das Messgerät schon resettet, aber das mache ich jetzt nochmal ganz schnell. Reset, yes, und zurück. Weil dann können wir nämlich die Streifen nochmal kurz vermessen und schauen. Interessant wäre da mal eine Lärmmessung noch mit der, aber ja, dafür habe ich kein Messmittel da. Noch nicht. Aber, wobei, ich habe auch nicht keine Lust weiter so. Also die ist schon ein bisschen zu extrem für meinen Geschmack. So, aber das ist schon klar. Okay, die Messung ist, glaube ich, völlig für die Katz. Also, dass man da schönes Design wegmacht. Heieieiei. Soll ich damit? Das misst, glaube ich, alles Mögliche, was da rausfliegt. Hoppala. Schau mal, da haben wir. Ich glaube, der einzig sinnvolle Messwert ist da die 30,02, aber ja, die Messung können wir, glaube ich, echt vergessen. Das ist alle mögliche Dreck, der damit rausfliegt. Muss ich mal gucken, welche Messwerte wir da verwenden können. Kann ich die irgendwie durchscrollen? Oder welche da wahrscheinlich, das ist 30,2, die äußer 40,1. Und die 34,9, das war da wahrscheinlich, weil das ist dann auch mehr gerade wie gemessen.
Ja, schade. Ich glaube, da brauche ich irgendwann mal, wenn ich sowas vermessen will, brauche ich irgendwann mal andere. Aber ja, macht einen Haufen Krach. Und die sind jetzt, also so von dem, was ich so von Eindruck habe, wobei die, ich meine, die Streifen, damit habe ich jetzt auch schon ewig einiges rumgespielt. Also da ist ein Haufen Dreck drin, der jetzt halt rausfliegt. Sehen wir da irgendwo rein? Seht ihr? Spannungszeug. Ja. Mein, die dreht schon wesentlich schneller hoch. Das liegt am Lipo auf jeden Fall. Gehe mal schwer von aus, dass da die Motoren weniger Einfluss drauf haben. Aufgrund. Aber arg viel besser schießt sie nicht und dafür macht sie mehr Krach. Was irgendwie Spaß auf, irgendwie verdirbt. Ich meine, da könnte man jetzt schon, wenn man das Ganze ein bisschen dämmer würde. Wenn da jetzt das ein bisschen dämmer würde, könnte man wahrscheinlich den Krach auch reduzieren, aber das ist mal. Sieht gut aus. Und ja, nee, das brauchen wir nicht. Schade. Da muss man gucken, ob ich alte Messwerte noch finde. Ich hab die ja mit den Lipos schon vermessen, da war die Schwungrädler noch nicht so träge, dass da, also man den einen Pfeil, der den da jetzt zerlegt hat, das hat wahrscheinlich jetzt auch nicht geholfen. Dass da fliegt jetzt wahrscheinlich ein Haufen Rest von dem Pfeil noch raus, der da drin gesteckt ist. Das ist schade. Muss gucken, wenn ich alte Messwerte finde, oder ich habe meine alte Videos noch Messwerte, dann schreibe ich das unter in die Beschreibung rein. Dann seht ihr das. Aber das finde ich jetzt so auf die Schnelle wahrscheinlich nicht. Aber ich habe ja noch Zeit nach dem Editieren und allem und Zeugs. Aber ich würde jetzt sagen, was man jetzt auf jeden Fall macht, da optisch vorne was schöner, ein bisschen was längeres. Mein Schere ist es schon. Und das da ein bisschen auf den Durchmesser von dem Rillen anpassen, dass ich das schwarze Rillen nicht brauche. Das kann man sich einfach sparen. Und das da auf die Länge von dem Rillen anpassen. Und dann auch irgendwie auf dem Durchmesser ein bisschen kleiner. Da muss ich mir was überlegen, wie ich das geschickt mache. Dann wird das Rillen auch sauber gehalten und ist auch sauber verkleidet einfach. Also da seht ihr noch ein paar Videos dazu. Und da kommt natürlich auch eine Spannungsanzeige rein. Wenn man das dann schon aufmachen, Spannungsanzeige habe ich da, Kabel brauche ich nur dafür. Also, komplett schwarze Kabel. Und dann können wir da Tasten noch machen, dass man die Spannungsanzeige nur bei Bedarf aktiviert. Weil da ist ein Löchle für Tasten. Dann können wir das nutzen. Und da finden wir noch was. Und bei der Streif, ja, da muss ich überlegen, ob ich da nicht mal doch noch ein bisschen schwächere Module reinmache. Ja, das ist halt schon. Also so da am Heim rumschießen, das macht keinen Spaß, wenn das so Krach macht. Da ist das besser. Das ist einfach, da kann es halt sein, dass ich dann auch so Valkyrie-Motoren reinmache oder so. Und das dann mal für irgendein anderes Projekt nutze. Und dann auch für Projekte oder irgendwann mal für Zeiten, wo ich auch mal eine Umgebung habe, wo der Krach nicht so stört. Also dann, ich suche mal Messwerte noch. Wenn nicht, verlinke euch auf jeden Fall die Videos zu der Streife, die ich habe und zu der Swordfish. Da habe ich ja Aufbau, wie ich das Relais gebaut habe und alles Videos gemacht. Da hat so die ganze 3D-Druck-Detail. Also der Schulterstütze, das ist alles, die Schulterstütze, die Front, das ist alles selber entworfen. Das habe ich selber gemacht. Und auch das da, das habe ich dann bei der Streif wieder verwenden können. Kleine Modifikationen, bei der Swordfish wieder verwenden können. Das ist dann ganz praktisch, wenn man so eine Teil hat. Auch deswegen schieße ich da nur mit schwarzen Pfeil. Auch mit schwarzer Spitze, damit es nicht gar so schlimm aussieht. Wenn es da orange drin wäre, wäre das nicht so schwer. Aber das macht schon Spaß. Und vor allem, das ist halt, läuft wie geschmiert. Ist halt auch geschmiert. Also, dann wünsche ich euch auch viel Spaß beim Blästern und beim Bästler, euer Blastingenieur. Ach, weil ich es noch vergessen habe. Da hat der ganze Stapel voll zerstörte Pfeile von der Swordfish. So, jetzt ist aber dann zu Ende dann. Und das weiß ich noch nicht, was ich mit denen mache. Aber da finde ich auch Verwendung. Ob ich sie wieder zusammenklebe oder was eigenes mache. Dann so Glow-in-the-Dark-Pfeile mit
mit schwarzer Spitze von meinem eigenen Blaster. Da findet sich Idee. Dann ist aber auf jeden Fall, jetzt ist das Ende. Dann euch viel Spaß beim Blästern, euer Blaster-Ingenieur jetzt.